Ja, aber keine Ahnung, wenn ich mir zum Beispiel gerade mal Baum und Taiki angucke, die halt oft gar nicht direkt killen, sondern nur so mal gucken, was der andere macht. Also ich finde es zwar jetzt nicht Verstehe auch auffällig. das Problem dabei. Genau. Es hat schon Also Sinn ergeben. meine schlechtesten Kills sind diejenigen, bei denen ich eben nicht schaue, ob jemand vor in der Nähe ist, weil dann kommt prompt jemand der um die Ecke. Also irgendwie erstmal gucken, was passiert, ist eigentlich nicht schlecht. Es ist clever, aber ich wusste in dem Moment genau, fuck, jetzt bin ich dran. Ja, hat dir halt nicht mehr geholfen, ne? Ich konnte nicht mehr weg, ich war bei O2 in der Sackgasse. Dann ist es ja egal. Ach, jetzt haben wir 3 Shooties. Yeah! Chris, So. seid ihr einsatzbereit? Dreifache Gefahr. Wie gut ist das denn? Es Das war sind denn so Mini-Shooty. 2 Votes, oder? Alter, Welche? Minimi und Minimi 2. Ich habe keine Chance, wenn ich alleine Imposter bin. Ich habe 3 Kills pro Sekunde. das ist ja krass. Judy ist nie allein unterwegs. Und Chris wird die absolute Farbkotze Ey, anziehen. alter Schwede. Shooty, Chris, keine wer hat Sorge, schon- wenn ich dann eine Leiche finde, ich werde auf deine Söhne aufpassen. Das Geilste wäre eigentlich, wenn die Kleinen auch sterben und du hast dann so 2 Nee. Mini-Leichen. Dann Nee. viel Spaß. Ja, lieber Barry, auf dem Weg in den Vent habe ich dich leider gerade gesehen, wie du den Chris weggehauen hast. Bitte was? Wo? In Electrical. Ich war mir auch nicht sicher. Ich habe gedacht, dass ich mich irgendwie getäuscht habe. Ich dachte ganz am Anfang, als der Reaktoralarm losging, hatte ich kurz den Eindruck, dass Barry irgendwie in den Schacht springt. Ich dachte, das macht irgendwie keinen Sinn. Und dann kam auch, nee, der war dann schon auch, dann andere Leute sind gekommen, aber ich dachte mir so, okay, ist er da jetzt irgendwie aus in den Schacht gesprungen, das macht keinen Sinn, aber ich hatte echt kurz, das sah echt kurz so aus, kann mich täuschen, aber wenn du noch einen drauflegst, Lukas, wäre ich dabei, Barry zu voten. Also de facto habe ich Baum in Admin gesehen, dann bin ich auf dem Weg zu Electrical gewesen, von wo Shooty gerade kam. Laufe ich in Electrical rein und dann liegt rechts oben die Leiche von Chris und links oben geht gerade der Vent auf und Barry läuft in die Richtung. Also es kann nur Barry sein. Bedeutet aber, dass Barry über den Vent dort reingekommen ist, weil wir waren ganz alleine dort. Ich Ja, wusste gar nicht in Electrical. Aber ist natürlich möglich. Oder Lukas macht einen Self-Report. Dann könnt ihr mich ja als nächstes rauswerfen. Ihr seid ja dann immer noch zu dritt gegen einen.
Lukas ist gerade von also- Cafeteria an Admin vorbeigelaufen, das stimmt schon. Hat bei Baum reingeguckt und Shooty hat mich vor Electrical gesehen. Also, ja. Ja, Barry, was hast du Wenn zu Barry sagen? nicht ist, könnt ihr mich einfach rauswerfen. Sie. Ja, lass uns doch schnell Barry anhören. Klar. Ja, ich habe ja gerade gesagt, ich war gar nicht in Electrical, ich war Medbay. Also ich verstehe nicht, was die Anschuldigung gerade soll. Mehr als zu seiner Verteidigung nicht zu sagen? Ich war nicht da. Ja, das... Was soll ich sagen? Was du denn stattdessen gemacht hast. So die ganze Zeit. Ich war gerade zum Schluss Medbay. Ich musste da zweimal hin, weil ich die Aufgabe mit den Reagenzgläsern hatte. Zwischendurch hatte ich da mehrere Kabel, die ich verbinden musste. In Medbay. Kabel, Medbay? Nee, unterwegs. Ihr wolltet wissen, was ich die in der Vergangenheit gemacht habe. Haben die Barry raus, wenn es nicht ist, dieses Lukas. Ja. Ja, was soll ich sagen? Das war einmal verklickt und das zweite war jetzt ein Unlucky. Ich hab auch kurz überlegt, ob ich extra zum Button laufen soll. Da dachte ich mir auch, nee, das macht keinen Sinn, dass du da in den Vent reinhüpfst. Wenn, dann war es höchstens ein Missklick, aber wahrscheinlich war es tatsächlich das. Das war ein Missklick. Ich wollte D drücken und habe E gedrückt. Die hat halt eine Sekunde gefehlt, weil wenn du im Vent gelandet wärst und ich hätte dich nicht gesehen, hätte ich ja kurz vorher Shooty gesehen, der aus Electrical kam. Ja. Und dann wiederum die Leiche von Chris. Hör mal, pass auf, Ja. der komplette Kill zusammengefasst. Ich kam aus Medbay, hab geguckt, ob keiner in Medbay ist, weil da war ja dann mein Alibi gewesen. Bin durch ein Vent gehüpft. Anschließend bin ich da reingegangen, hab gesehen, dass Chris und Shooty hier Licht wieder anmachen waren, hab mich dann anschließend zurückbegeben in den Vent, hab gecheckt, dass immer noch keiner in Medbay war, bin wieder zurückgegangen. Als Chris sich entfernt, als Shooty sich entfernt hat, habe ich den übrigen der beiden, der da oben die Kabel verbunden hat, getötet. Und anschließend hatte ich einfach Pech, dass du um die Ecke gekommen bist. Ja. Wenn du nur eine Sekunde später gewesen wärst, hättest du Shooty gekickt. Das wäre so schön gewesen. Hey, Janine, kann's losgehen? Judy, du bist nur noch zu zweit, das ist geplant. ja, ich finde den Heiligenschein cooler. Oh, Moment, unser Essen ist da. Moment, ich hol's wenigstens mal rein. Ja, okay. Mal im Ernst, war so ein gut inszenierter Mord. Oh, Baum auch sehr schön farblich abgestimmt. Ich weiß. Plus Auch wenn Janine mal. schon mein obligatorisches Rot klaut, dann muss ich hier einfach... Wenn Elmar nicht da ist, kann ich Möchtest du natürlich das auch Rot zurück? passen zum Spiel. Ja, eigentlich sollten wir schon die regulären Farben haben. Eigentlich in Pink, Pretty in Pink und so. Genau. Ist es eigentlich geplant, dass du nackt bist? Die sind nicht nackt, das sind Onesies, Mann. Nein, Also das ist nackt. Raumanzüge. Für mich Das ist ist es- nackt. für mich Keiner ist es würde sonst unwichtig. über einen Raumanzug einen Anzug anziehen. Kannst du mir das erklären? Die sind nackt. Na, aber guck doch mal, unten die Füße, die sind braun. Das scheint wohl die Hautfarbe zu sein. Das, ergibt Das noch macht weniger überhaupt Sinn. keinen Das Sinn. sind Schuhe. Jetzt wird es aber langsam eklig. Keiner würde über einen Warum hat das Raumanzug Flecken? Schuhe anziehen. Ach so, das ist so ein Overall. Das ist gar kein Anzug. Daher kommen die Flecken. Ich glaube, die Raumanzüge, die bekleidet aussehen, sind einfach nur angemalt. Das heißt, wir sind alle einfach nackt und haben ein Auge. Nein, Ganz ich habe einen normal weißen eben. Anzug an. Ich bin sogar zweimal nackt. Puh. Mit Heiligenschein. Wenn man sich bei dem Medbay-Scan vermisst, dann kriegt man auch so ein paar Körperdaten. Also wir sind ganz schön klein. Ja, stimmt. Was sind es, glaube ich, 6'2" oder so, also 1,50. Nee. 6'2" war ja viel größer. 6'2" ist ja irgendwie über 1,80. 1,85 oder so. Ja, ein Also Fuß ich und dachte, 30 das ist- Zentimeter. Da bin ich wieder. Kannst du losgehen? Unser Essen Oder- ist aber da. Das bedeutet, wir spielen jetzt noch eine Runde und dann würden wir wahrscheinlich essen. Gucken wir mal, ob wir dann überhaupt. Wahrscheinlich kommen wir dann aber auch nicht mehr wieder. Ja, ist okay. Das wäre ja. Okay. Dann genießen wir doch jetzt einfach diese vielleicht letzte Runde des Jahres. Ja. Viel Vergnügen. Good luck, have fun. Viel Spaß. Steig Viel weg. Spaß. Baum war noch nicht Imposter, ich habe Angst. Ich bin losgelaufen.
Janine liegt bei Storage, Nordausgang Richtung Cafeteria. Ich habe niemanden gesehen und keine Anhaltspunkte. Also Baum war gerade mit mir in Electrical und zwar über eine Minute. Ich weiß nicht, wo Barry und Chris waren. Ich war Medbay. Lukas kann es nicht gewesen sein. Ich bin, nachdem ich unten die Kommunikation wieder gefixt habe, bin ich dann rechts lang gegangen über Shields, Navigation, Weapons und bin gerade eben in die Cafeteria reingekommen. Das heißt, Barry kann niemand bestätigen und Chris Moment, aber ich habe hab denselben Weg genommen. Auch Shields, Weapons, Cafeteria und dann runter. Und ich habe dich nicht gesehen, Chris. Warst du vielleicht vor ihm Wie bitte? unterwegs? Ich habe dich nicht gesehen auf demselben Weg. Also mir kam Janine noch entgegen, als ich Shields gegangen bin, aber man hat mich doch noch gesehen, als ich unten bei Communication war. Dann sind wir nach oben, bin ich mit mehreren hoch, oder die anderen sind gegangen, dann bin ich rechts lang gelaufen. Kann das jemand bestätigen? Ich habe Also ich habe Nee, also die einzige, die mir entgegenkam. gesehen, aber danach nicht mehr. Weil ich bin halt nach links weg. Ich habe erst oben rechts halt Cafeteria die Ecke gemacht, hier mit einmal den Papier oder Blattschnitzeln, die man da schreddern muss auch und anschließend hier den Download. Dann war ich noch einmal Admin und danach rüber halt zu Medbay. Also ich habe da auch keinen gesehen. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge, wo man an dem Tisch steht, immer gleich ist, aber dadurch, dass ich ja gerade in die Cafeteria gegangen bin, sehe ich gerade den Emergency-Knopf und sehe ungefähr, wo wir stehen. Das heißt, ich könnte sagen, wo wir stehen, es sei denn, es ist immer das Gleiche. Um zu beweisen, dass ich wirklich in der Cafeteria bin. Wir haben noch 20 Sekunden. Ich würde jetzt skippen. Die Cafeteria siehst du immer, wenn du hier drin bist. Okay. Also ich denke, Barry und Chris sind verdächtig aus meiner Sicht. Haben zumindest wenige Könnte Leute auch ein gesehen. Self-Report sein, also. Könnte auch ein genau. Self-Report Dann sein. hänge ich mich jetzt an Barry. Und Janine, bitte dran denken, weiter Aufgaben machen. Gesehen. Jo.
Ich wollte einfach mal den Zwischenstand anschauen, weil irgendwie viel Zeit vergangen ist und ich Lukas auch schon eine Weile nicht mehr gesehen habe und nochmal ein Oxygen überleben wir halt vielleicht nicht. Deine Vorgabe, Barry zu verfolgen, hat überhaupt nicht geklappt, Chris. Also, Nachdem ich eine Aufgabe gemacht habe, ist er abgehauen und ich habe ihn nicht mehr gefunden. Ich bin noch in die Cafeteria gelaufen, um ihm hinterher, aber dann war er weg. also ich bin ganz ehrlich, hier Medbay bist du irgendwann einfach stehen geblieben. Danach hatte Ich hab ich die dann Aufgabe Shooty gemacht. hinter mir. Ich habe mit Shooty und ich glaube Baum, also Pink war da, glaube ich, die ganze Zeit an der Tür gewartet. Und du hast dich da wirklich nicht bewegt. Und dann hatten wir, ich glaube, einen Emergency Call, weswegen wir da weggegangen sind, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und du standest immer noch da. Ja, ich habe diese Scan-Aufgabe gemacht. Okay. Ja, also ich tendiere eher zu Barry als Imposter. Chris hat. Vielleicht hat es gefaked, aber es sah für mich natürlich aus. Bitte mal noch nicht voten, wir sollten erstmal kurz noch. Ja, natürlich, von der Scannung her fand ich Chris, ja, okay, könnte passen. Was ich muss Ich sagen, habe nur beim noch eine Oxygen. einzige Aufgabe zu erledigen. Die mache ich noch und dann schaue ich, ob ich dann Barry finde und dann laufe ich nur noch Barry hinterher. Wir voten jetzt. Aber bitte jetzt noch nicht, keine Schnellschüsse. Jetzt ganz voten kurz. wäre es Suizid. Danach braucht ein Imposter nur einen Kill, wenn wir falsch liegen. Ja, du Und dann ist Ende. zerstörst dir die Zeit, Barry. Wir sind alle tot. Nee, wir voten. Also ich sag mal, beim Oxygen war ich mit Barry im selben Raum. Ich habe geschaut, ich habe aktiv nicht den Oxygen ausgeschaltet. Ich habe geschaut, ob er es macht. Das hat ihn immer gemacht. Drei Beobachtungen. Kann natürlich sein, dass der Cooldown abgelaufen ist, aber ich war gerade mit Chris oben in O2. Kann sein, dass er einfach sein Kill-Cooldown oben war, aber wenn er mich an der Stelle killt, verlieren wir halt auch. Zweitens, der Einzige, den ich bis jetzt gesehen habe, der Comms Sabotage als Alarm genutzt hat, wie letzte Runde, ist Barry, ansonsten nutzt es irgendwie keiner von uns. Drittens, ich fand am ersten Tag Barrys Path schon ein bisschen seltsam. Er ist irgendwie erst ist er mit uns in Cafeteria geblieben, dann irgendwie runter zu Comms und dann hoch in Medbay. Das macht für mich ganz ehrlich, vote Barry, das ist die Kurzfassung, aber es ist so ein bisschen, ja, es ist Ich habe dasselbe Gefühl, ja. Das ist absoluter Selbstmord. Wir müssen jetzt voten, ansonsten killt uns O2. Also dagegen zu protestieren, ist für mich ein weiteres Argument, dich zu voten. Nein, wenn du jetzt den falschen votest bei 4 Spielern, dann Ja, und kriegst du wenn nach wir einem keinen Kill und voten, dann dann ist kommt Ende. O2 und wir sterben. Nein, Doch, natürlich. nein. Wenn du bei 4 Spielern einen kickst, dann schnetzelt danach der Imposter einfach einen weg. Wenn er O2 machst und dann ist Ende. Deine Argumentation war jetzt einfach Hey, eigentlich... das stimmt doch gar nicht. Das stimmt Ja, doch. wir haben gewonnen. Wir haben den richtigen erwischt, also hallo Barry. Wir haben schon so oft verloren, als wir bei 4 nicht gewotet haben, dann O2 kam, wie aufgespalten wurde und dann natürlich die Aufspaltung, wo der Imposter dabei war, halt tot war. An der Stelle nicht zu voten ist Selbstmord. Wenn ein guter O2 kommt, Nein, dann ist es vorbei. du denkst falsch. Wirklich. Nein, du denkst Doch. falsch. Nein. Ihr Du sagt denkst auf dieselbe Art und Weise hundertprozentig dasselbe. Nein, wir sagen genau das Gegenteil. Nein, Ich- Ich sage, wenn man bei 4 Spielern votet, dann führt es dazu, dass man nur noch 3 ist. Danach kommt sowas Ja. wie O2